Beschämung vermeiden. Meine psychologische These lautet, niederschwellige Angebote erfordern keine Vorkenntnisse. Wir erklären Kasualhandlungen teilweise während der Durchführung. Der Begriff Kasualien stammt von lateinisch casus und bedeutet Fall. Es gibt 4 Fälle, die in einer Kirchgemeinde eintreten können. Die Taufe oder Segnung eines Babys oder eines Erwachsenen, die Konfirmation, die Hochzeit und die Beerdigung. Warum will ich die Beschämung vermeiden? Scham ist eines der stärksten Gefühle. Beispiel Tauffestgottesdienst. Es ist statistisch erforscht, dass alleinerziehende Mütter und Väter ihre Kinder viel seltener zur Taufe bringen. Wir können alle 1 oder 2 Jahre mit der Allianz oder mit der Nachbarkirchgemeinde einen überregionalen Taufgottesdienst draußen, an einem See, an einem Bach oder in einem Schwimmbad anbieten. In einem öffentlichen Tauffestgottesdienst können sich sowohl Kinder als auch Erwachsene taufen lassen, ohne sich sozial exponieren zu müssen, falls ein Elternteil abwesend ist. So beschämen wir niemanden. Außerdem blende ich jeweils den Text des Unservatergebetes auf einer PowerPoint-Folie ein oder drucke ihn auf einem Liedblatt ab in einem Waldgottesdienst, weil ich nicht davon ausgehe, dass alle Gäste dieses Unservatergebet auswendig aufsagen können. Warum biete ich niederschwellige Angebote an, die keine Vorkenntnisse erfordern? Wir können kreative Gottesdienste draußen feiern, bei denen die Kinder Lieder singen und dazu Bewegungen machen. Der Vorteil davon ist, die Kinder können munter rumhüpfen, ohne dass sie andere stören. Die Erwachsenen können an diesen Gottesdiensten ungezwungen schnuppern, sagen wir in der Schweiz, ohne sich als Gottesdienstbesucher öffentlich exponieren zu müssen. Dies ist auch immer eine evangelistische Möglichkeit, zum Glauben einzuladen. Eine positive Auswirkung der Corona-Zeit war, dass wir in Leutwil sowohl ein Adventsfeuer am 4. Advent als auch ein Osterfeuer am Karsamstag etablieren konnten. Diese Feuer finden bewusst neben meiner Pfarrgarage statt und nicht in einer Kirche oder im Kirchgemeindehaus. Das Feuer in der Garage zu entfachen, wäre weniger schlau. Unterdessen sind beide Feuer fröhliche Dorffeste, an denen bis zu 140 Personen teilnehmen, darunter auch viele kirchenferne Nachbarn. Ich lade meine Nachbarn jeweils persönlich mit einem Flyer ein. Es nehmen sogar Menschen teil, die kürzlich aus der Kirche ausgetreten sind oder eine andere Religion haben. Das nächste Jahr wollen wir das erste Mal auch ein Kinderschminken anbieten und dies auf dem Einladungsflyer auch so vermerken. Wir rechnen mit einem noch größeren Besucherandrang. Warum erkläre ich Kasualhandlungen teilweise? Wenn jemand schon mehrere Jahre keinen Gottesdienst mehr besucht hat, kennt sie oder er die Gottesdienstliturgie und die Bedeutung wohl nicht mehr. Bei den Taufen erkläre ich jeweils in aller Kürze den Unterschied zwischen einer Kinder- und einer Erwachsenentaufe. Kürzlich habe ich den Viertklasskindern beim ersten Abendmahl jeden Punkt der Abendmahlsliturgie erklärt und habe selber davon profitiert. Es geht nicht um das Ritual an sich, sondern um die Bedeutung dahinter. Auch an Kasualgottesdiensten lade ich zum Glauben an Jesus ein. An niederschwelligen Angeboten können Werbung gemacht werden für weiterführende Angebote, die den Glauben vertiefen. Am diesjährigen Osterfeuer habe ich Einladungen für den Ostergottesdienst aufgehängt und neue Leute sind das erste Mal in den Ostergottesdienst gekommen. Seit kurzem biete ich nach jedem Gottesdienst Gebet und/oder ein Seelsorgegespräch an. Wenn dir dieses Video gefallen hat, leite es bitte weiter und abonniere meinen Kanal. Vielen Dank. Ich wünsche dir Gottes Segen beim Kirchgemeindeaufbau.